Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem besten Zweitkanal von der Schweiz an dem wunderschönen Dienstagmittag. Es ist jetzt 20:08 Uhr, ich bin gerade aufgestanden und schon am Kompi, schon eine Reaction am Aufnehmen. Heute mit einem wunderschönen Gacko. Denke dran, immer Südstadt Express, nichts anderes. Wir schauen uns heute das Video an, wo ich sehr drauf gespannt bin. Und zwar erster Stream aus dem Gaming-Zimmer Montana Black Streaming Highlights. Ich bin wirklich mega drauf gespannt auf das Video. Aber bevor wir reingehen, ganz wichtig, heute oben, 19:30 Uhr, Stream auf Twitch, kommt vorbei. Wir gehen jetzt rein ins Video, ich bin gespannt. Oha, sogar mit Countdown auf dramatisch angelehnt. Gutes Timing, Digga. Noch 40 Sekunden. Weiß gar nicht, was ich machen soll. Mit dieser Scheiße hier. Weg mit dem Dreck. Jalla! Seid ihr ready oder was? Okay, ich muss schnell zuerst sagen, ich bin mega gespannt drauf, wie der Raum aussieht, weil, und ich weiss, Montana Black wird das nicht sehen, von dem her kann ich mich nicht haten. Ich habe die Bilder gesehen in seinem Stream und so wie es ausgesehen hat, es ist jetzt nicht so mein Vibe. Das Ganze, es hat mir ein bisschen kalt ausgesehen und irgendwie so Gamen in so einem Zimmer mit so einem Boden, der spiegelt und so. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen das heimelige Feeling ist, aber vielleicht sieht es ja echt anders aus. Ich bin sehr gespannt. 3, 2, 1, Abfahrt. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Wir haben hier in der Mitte das Aquarium. Dann links und rechts die Wand mit den sechseckigen Dingen. Ich glaube, er hat die Beleuchtung jetzt noch nicht an. Also ich nehme mal an, ich hoffe nicht, dass es so dunkel ist. Könnt ihr mich sehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder? Oha. Gamers. Ist er gesponsert von denen? Ich kenne mich jetzt nicht so fest aus mit Montana Black, muss ich sagen. Oh, Mashallah. Die Oha. zoomenden Cams. Okay, das ist ein Flex. Das ist ein fetter Flex, Bro. Auch Cams, die zoomen. Nicht wundern, an der Wand fehlt noch ein Fernseher, Digga. Ich habe mich schon gewundert, Digga. Ich habe schon gedacht, hier oben muss noch ein Fernseher an. Oder ist das ein Fernseher da oben? Da rechts fehlt noch einer, das seht ihr jetzt absolut nicht, weil da fehlt der Fernseher noch. Aha. Da fehlt noch ein Fernseher. Also, seid ihr ready? Okay, Sofa, Bodenbeleuchtung. Und dann kommt der Fernseher an die Wand. Okay. Ready? Okay, jetzt bin ich gespannt. Wenn er einfach dort sitzt. Hallo, Bruder, nicht so weit. Hallo. Wie so ein Boomer, der das erste Mal irgendwie mit so einem Spielzeug spielt, das elektronisch ist. Hallo. Und jetzt runter damit. Aha. Okay. Ich sehe schon, er hat die Cams installiert, die er gesagt hat, die 10.000 Stutz kosten, die sich so bewegen können. Ist ein nicer Flex, aber ich stelle mir das ein bisschen unpraktisch... Digga, was ist mit meinem Hals los? Ich stelle mir das ein bisschen unpraktisch vor, weil du musst immer mit der Fernbedienung dann die so zurecht machen, dass es dann genau passt. Und die sind halt nicht mega schnell. Geil wäre es vielleicht, wenn man so wie Presets kann machen mit diesen Cams. Das heisst, irgendwie sie tut dort an und dann kannst du einen Knopf drücken und dann macht die Cam so zup und zoomt. Gar nicht. Vielleicht ist es dann ein bisschen smoother. Wenn man das selber muss machen, hat jetzt im Stream nicht so Bock, aber wenn man sich's leisten kann. Einfach mal ein Gaming-Zimmer für 200.000 Abfahrt. Und jetzt schaut mal hier. Ahnt mal diesen hier. Reinzoomen in den Aal. Da ist der Twitch-Livestream-Chat. Schaut mal hier. Sagt mal Hallo. Da ist der Twitch-Livestream-Chat. Digga, weißt du, du kannst Pornos drehen mit der Cam, Lul. Erstmal Pornos drehen. Reinzoom da in den Aal. Zoom mal richtig rein. Ja, es langt noch nicht. Ich glaube, es muss noch mehr rein. Die Scheiße. Da ist er. Digga, wie kann der den Chat lesen? What the fuck? Wisst ihr das? Wie kann der eine längere Nachricht aus dem Chat vorlesen? Das kannst du gar nicht lesen. Da sind die Schlingel. Fast wie bei mir im Stream. Bei mir ist es noch ein bisschen schneller. Aber das Setup sieht sehr geil aus. 4 Bildschirme, das hätte ich auch gern. Ein nicer Kompi, wo man am Morgen als ohne Lex kann streamen kann. Hier, Elgato Stream Deck. Ich habe es genau gleich. Ich bin quasi der gleiche Streamer. Ist ein Spielzeug, ne?
Das ist, glaube ich, das, was mich am Raum am meisten stört. Wenn man so irgendetwas baut, tut man so Sachen einbauen, die vielleicht nicht nötig sind. Wie jetzt zum Beispiel so eine Cam, die sich bewegt. Es ist halt ein Spielzeug. Und Spielzeug macht es dann manchmal nicht praktischer. Es ist zwar cool auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick ist es dann so ein bisschen, ja, cool, nice to have, aber eine Webcam langt auch. Seid ihr bereit für den magischen Knopf? Oder wir machen es anders. Ihr seht das jetzt. Seid ihr bereit für den magischen Knopf? Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. 3, 2, 1. Yo! LED, 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 LED ums Aquarium, LED am Boden, LED an der Decke, LED im Logo, LED an der Wand. Kann es sein, dass es in dem Raum LEDs hat? Nun nochmal ganz kurz der Unterschied. Okay. Nochmal an. An! Okay, okay. Mit LEDs sieht es definitiv nice aus. Ohne LEDs fährt so ein bisschen dunkel, weil ich ja keine LED sagen kann. Aber so sieht es auf jeden Fall schon nice aus. Es wäre nicht mein Vibe zum Streamen und Gamen. Ich brauche zum Streamen und Gamen so ein... Ich finde jetzt das Setup, das ich habe, jetzt nicht als geilste, aber zum Beispiel Papa Platte. Papa Platte oder auch Maelo sein Setup finde ich mega geil. Das ist so, du hast ein heimeliges Setup, aber du hast auch einen guten PC, der Papa Platte hat auch mehrere Bildschirme und so. Ich finde das zum Streamen, oder Streamen muss vielleicht auch ein bisschen so den Vibe haben. Ich weiss jetzt nicht, ob ich streamen so etwas, es ist mir so ein bisschen zu studiomäßig, wenn du dann in so einem Mega-Studio bist. Aber schreibt dir mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Findet ihr das ein geiler Streaming-Room? Oder nicht? Also, weiß ich nicht mehr. So, und ich zeige euch mal ganz kurz. Da ist jetzt ein kleines Wehwehchen. Da muss ich mir noch eine Funkverbindung kaufen, Diggi. Weil das funktioniert noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ist aber auch egal. Dazu muss ich kurz einmal aufstehen. Aber hören tut ihr mich ja trotzdem. Hey, das ist bei WhatsApp! Yo! Jetzt habe ich gemeint, kannst du bei mir etwas reinkommen. Oh Mann. Weg mit dem Dreck! Schließen den Dreck! Aber das Aquarium ist schon ein grosser Flex, das muss ich sagen. Das Aquarium ist ein grosser Flex. Ich hätte es so gemacht, ich hätte den Raum gelassen als Raum, ich hätte die Wände nicht reingemacht, ich hätte den Boden nicht reingemacht und ich hätte die Decke nicht reingemacht. Er hat ja wie einen kleinen Raum in den Raum reingebaut. Ich hätte einfach das Aquarium in der Mitte vom Raum gestellt, das Sofa hinten dran da, und dann hätte man ja wie alles können gleich machen, aber man hat viel mehr die Zimmeratmosphäre gehabt. Einfach so ein bisschen die normale Atmosphäre, weil als normaler Mensch gamest du doch nicht in so einem Zimmer. Wenn ich mit Kollegen Vibe, dann auf dem Sofa irgendwo. In dem Raum hatte ich auch mega Angst, dass wenn irgendetwas ausgeht, dass dann irgendetwas kaputt geht oder so. Man muss mega vorsichtig sein. Wie der Monte würde sagen, ist ja meine Meinung. Nö. Was haben wir da? Games? Was ist das für ein Game? Ah, absolut kein Plan. Na, gefällt euch das? Gameboy. Auf Retro angelehnt. Wie meine Frisur. Ah ja. Gefällt euch das? Ja, wie ihr seht, hier bin ich. Hallo, moin. Servus. Servus. Da haben wir das Gerne mal Level-Logo. Das sieht geil aus. Das fühle ich, feiere ich. So ein Deep Different Logo irgendwo hinten. Da an der Wand. Kann ich das? Da an der Wand ist Deep Different Logo. Also, ich will euch nur mal kurz verdeutlichen, was diese Kamera für eine Zoomkraft hat. Digga! Okay, das sieht geil aus. Da siehst Das ist ein Flex. du, also das ist zu wild. Das ist zu wild. Rechts oben seht ihr ein paar Fühlerhaare, das ist eine Krabbe. Mal gucken, vielleicht erfasse ich einen Fisch. Moment, mal raus da aus dem Aal. Wo sind die Fische? Okay, das ist nice. Und das Aquarium ist auf jeden Fall auch sehr schön putzt, wie man hier sieht. Wo sind die Fische? Ich sehe keine Fische. Ah, da. Oha, moin moin. Okay, das sieht geil aus. Unten rechts, der Papageienfisch. Servus, Meister. Der Papageienfisch. So, aber jetzt hier Fisch, einfach Real Talk, die langweiligsten Tiere, die man als Haustier kann haben. nicht so schüchtern. Die kannst du nicht einfach mal rausnehmen und streicheln, weil dann sterben sie. Ey, wo ist er denn jetzt? Hallo, bleib mal stehen. Sag mal. Moment, jetzt aber nicht so schnell weg. Oh, ihr Bruder. Mann, ey. Oh, Digga. Okay, das ist geil. Okay, es ist das. Wenn ich meine Mäuse noch hätte, ich könnte mein Mäuskek irgendwo da hinten anstellen. Und ich könnte einfach so eine Maus da auf meine Schulter setzen und streamen. Okay, das ist der Leuchtboden. Ist gar nicht meins, aber ist ja Geschmackssache. Die Cam finde ich einen sehr nice Winkel. Die Perspektive fühle ich. Ich glaube, die wird auch viel im Stream brauchen. Oder ich hoffe es mal. Das müsste die Cam sein. So, dann.
Bro, wieso ist sein Gesicht immer noch so dunkel? Er baut sich einen Gaming-Room für 200'000 und er schafft es nicht, sein Gesicht hell zu machen. Müssen wir aber Licht anmachen? Ah. Ja, aber... Bro, Monte, komm. Ich kann mal vorbeikommen, dir das Licht installieren. Ich mach's, ist kein Problem. Moin, moin. Ich muss sagen, diese Perspektive fühle ich nicht so. Weil irgendwie sieht man den ganzen Vibe vom Raum einfach nicht. Man sieht das mega fette Aquarium, aber so der Vibe vom Gaming-Room geht irgendwie verloren. Wie geht's, wie steht's? Ah, hier unten, da haben wir schon Kollege Schnürschuh, der Clownsfisch. Moin. Muss ich sagen, die Frontansicht sieht sehr, sehr nice aus. Ich mache jetzt nochmal kurz hier oben die Fernseher an. Was mich triggert in meinem Autismus, ist das hier auf der Seite, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen. Das tut sich wegen der Cam so abrunden und dann ist es nicht mehr gerade. Fühle ich irgendwie nicht so. Fühle ich irgendwie nicht. Was ist das für ein Satz, Digga? Oh nee! Oh nee! Ah, Bildschirm da oben. Man braucht's. Okay, was hat es sonst noch? Oh, okay. Die Aquarium-Cam, die müssen wir noch anschauen. Digga! Richtige Cam. Also ihr seht, da ist noch Qualität nach oben. Ich bin mit dem Bild nicht zufrieden. Alter, Digga. Mann, ey, es kommt mega wack über, wenn ich alles hate. Also ich könnte mir das nie leisten und es ist mega geil, dass es macht, aber das Bild... das sieht einfach aus, als würdest du mit der GoPro 2 beim Bodensee filmen. Okay, das Wasser ist noch nicht klar, das wird wahrscheinlich noch klarer. Dann wird es auch nochmal nicer. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass man hier ein viel nices Bild rausholen kann. Vielleicht musst du im Aquarium vielleicht sogar einen Weitwinkel haben oder ein Fischei. So oben im Ecke ein Fischei-Cam, wo du wirklich schön ins Aquarium hinein siehst. Aber das... Das Becken ist auch noch am Einlaufen. Also das heißt, die Qualität, also das Grüne zum Beispiel, was ihr auf den Steinen seht, ist ganz normal am Anfang. In die Aquarium-Cam muss ich noch ein wenig Liebe reinstecken. Die Cam ist erstmal schief, ja. Also hier seht ihr aber den Korallenwächter, seht ihr? Der Korallenwächter, Bro. Guck mal, das ist schon schön. Alter, legt euch nicht mit dem Korallenwächter an, der nimmt euch auseinander. Das ist schon schön auf jeden Fall. Mr. Korallenwächter ist da. Was ich sehr nice finde, ist, dass die Fische jetzt zu Memes werden. 100 Pro. Der Korallenwächter, der Regenbogenfisch. Ich glaube, das ist etwas sehr nice. Wenn du das so im Hintergrund hast und du siehst die so gut, das könnte dann mit einer niceren Wassercam und vor allem kannst du ein geiles Video machen, wenn ein Fisch gestorben ist. Der Korallenwächter ist gestorben. Also ich kann jetzt schon sagen, seine Fische werden famer, als ich je wird sein. Also die Aquarium-Cam und die Perfektionierung damit braucht noch ein bisschen Zeit. Diese Kamera, die habe ich eben gerade vor dem Stream eingerichtet. Die gefällt mir. Okay, ich sehe, es ist Wie viel willst du vom Tisch zeigen? Monte? Ja. ganz schön am Flackern, oder? Kommt mir das nur so vor. Das ist ja... Okay, das nehme ich an, du dann umstellen. Oder ich hoffe mal sehr, dass er die Einstellung noch umstellen. Lieblingssicht ist die, finde ich Baba. Zum Gamen vielleicht straight oder eine nicere schräge Cam. Aber die Ansicht finde ich sehr nice. Da sieht es auch nice aus. Ich muss ehrlich sagen, es wäre nicht mein Vibe, so ein Gaming-Zimmer, aber ich meine, er hat das Geld und er kann es machen, von dem her. Wieso nicht? Schreibt dir auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was dir von dem Raum haltet. Findet ihr es zu übertrieben oder findet ihr es nice? Schreibt das mal in den Kommentaren. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute oben im Stream oder morgen bei einer neuen Reaction. Peace und Regenbogenfisch. My heart just got stuck between these